Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Sächsischen Landeszentrale. Auf die Bühne, okay, ja. Ah ja, und da ist die Kamera? Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Raum und draußen an den Bildschirmen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Die dritte Serbska Debata hat letzte Woche gestartet. Heute ist der zweite Abend. Heute geht es um den Stand der sorbischen Literatur. Mein Name ist Roland Löffler. Ich leite die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und wir sind Mitveranstalter heute Abend und an den anderen Abend zusammen mit der Stiftung für das sorbische Volk und der Sorbischen Zeitung und dem Sorbischen Institut. Wir wollen mit dieser Serbska Debata ja für Sorben, mit Sorben, auf Sorbisch über aktuelle gesellschaftliche Fragen diskutieren. Letzte Woche ging es um die Gen Z, um die junge Generation, ihr anderes Leben, ihr andere Liebe. Das war sehr spannend mit vielen jungen Leuten. Heute Abend, wie gesagt, Literatur. Und dann die dritte Runde geht es um die Rolle der Frauen. Also wir freuen uns auf Sie, auf die Debatte, auf das Podium. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und ich gebe ab an die geschätzten Kolleginnen, Frau Dr. Malinkova und Frau Dr. Jakobsova. Bitte schön. Dankeschön. Verehrte Damen und Herren, hier auf dem Saal und zu Hause an den Bildschirmen, liebe Gäste auf dem Podium, seien Sie herzlich willkommen auf der heutigen sorbischen Debatte, auf dem Vorabend der Eröffnung der Leipziger Buchmesse wollen wir uns hier auch mit sorbischer Literatur beschäftigen. Unser Abend steht unter dem Titel Die sorbische Literatur, Positionen und Perspektiven. Mit uns diskutieren heute Abend Jan Bilk, Musiker und Komponist, Vorsitzender des Bundes sorbischer Künstler, des Sorbischen Künstlerbundes, Milena Schulze, eine Studentin der Sorabistik in Leipzig und Gewinnerin des Literaturpreises im letzten Jahr, Silvia Schön, Sorbischlehrerin und Schriftstellerin, und Simon Peter Ziesch, seit 2023 Leiter des Domowiner Verlags. Für unsere Veranstaltung nehmen wir uns etwa 90 Minuten Zeit, vielleicht auch etwas länger, falls es Fragen gibt oder eine interessante Diskussion sich entwickelt. Als erstes wollen wir hier auf dem Podium mit unseren Gästen einige Fragen diskutieren und im zweiten Teil werden Sie dann alle die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, zu kommentieren. Natürlich auch am Bildschirm werden wir vielleicht einige Fragen bekommen. Wir sind gespannt. Doch schon jetzt sind Sie gefragt. Wir möchten von Ihnen, also vom Publikum und auch im Internet, gern wissen, welchen Bezug Sie eigentlich zur sorbischen Literatur haben. Und dazu haben wir 3 Fragen vorbereitet. Wer sein Handy dabei hat, nimmt es bitte zur Hand. Das ist jetzt der richtige Moment. Bei dieser Gelegenheit kann man auch noch den Ton ausstellen. Also das Handy, wer hat es in der Hand? Jetzt wird gleich hier ein QR-Code sichtbar werden. Das funktioniert mit der Technik. Scannen Sie sich den ein und antworten Sie bitte in den nächsten Minuten auf unsere Fragen. Die erste Frage ist: Die sorbische Literatur ist für mich... Die nächste Frage: Mein liebstes sorbisches Buch ist... Und die dritte Frage: Dieses sorbische Buch wünsche ich mir. Wir werden natürlich im Laufe des Abends uns die Ergebnisse anschauen. Mit diesen Fragen sind wir eigentlich schon inmitten unseres Themas, die sorbische Literatur. Wir möchten heute mit einem breiten Begriff der sorbischen Literatur arbeiten, dass alle Werke von Reisereportage, Geschichtsabhandlung oder Essay, Prosa, Lyrik und Comic widerspiegelt. Für dieses breite Spektrum haben wir im Sorbischen ein schönes Wort, Pismostvo, also das Schrifttun. Jakub Cieszyński und auch Mikołaj Andrycki waren überzeugt, dass der Stand
der sorbischen Literatur auch immer ein Hinweis oder ein wichtiger Indikator ist für die Gesamtlage des Sorbischen und des Sorbentums, für seine Vitalität oder kulturelle Entwicklung. Hinsichtlich dessen können wir ja eigentlich zufrieden sein, oder? Schon 50 Jahre wird der Literaturwettbewerb veranstaltet und daraus ging in den letzten Jahren eine ganze Menge Autorinnen und Autoren hervor. Regelmäßig werden Schriftsteller-Workshops angeboten. Erst vor kurzem wurde der Schmola-Preis für sorbische Literatur begründet. Dank verschiedener Initiative können wir die sorbische Literatur im Internet finden, können wir sie uns anhören und der neu gegründete Verlag Veles bereichert den sorbischen Buchmarkt mit innovativen Projekten und ein neues Genre, das Spoken Word, gesprochenes Wort, hat auch bei den Sorben immer mehr Liebhaber. Äh, Was der eine oder andere vielleicht als Zukunftsentwicklung sieht, sehen andere eher als ein Zeichen der Krise oder des Verfalls. Wo bleibt der neue sorbische Roman der jungen Generation? Warum sind in letzter Zeit eher Neuauflagen sorbischer Klassiker herausgegeben worden, statt Literatur Auseinandersetzung mit der Literatur? Warum war die Gründung eines neuen Verlags notwendig? Wie könnte man die sorbische Literatur auf hohem Niveau fördern und finanzieren? Und dazu wissen wir noch, die Zahl der Sorbisch Sprechenden nimmt ab. In den Schulen ist von Tag zu Tag weniger Sorbisch sprechender Schülerinnen und Schüler. Eine aktuelle Studie zum Sprachstand der jetzigen 8. Klasse an sorbischen Schulen zeigt, dass nur noch etwa ein Viertel aller Schüler auch zu Hause regelmäßig Sorbisch spricht. Das ist konkret 56 Schüler und Schülerinnen vom sorbischen Gymnasium, auch in Ralbitzer und in der Reckelwitzer Schule, in Wittichenau, Radibor und Schleife hat die aktuelle 8. Klasse keine Muttersprachler. Dabei ist die aktuelle 8. Klasse ein sehr starker Jahrgang. Das heißt, die Zahlen in den nächsten Zahlen werden eher abfallen. Und weiter zeigen aktuelle Untersuchungen, dass die Fähigkeit, Sorbisch zu schreiben und zu lesen, ist unter den Schülern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wer wird also in der Zukunft noch Sorbisch lesen und wer wird Sorbisch schreiben? Nur noch die künstliche Intelligenz? Dazu sollte ich noch zufügen, dass eine größere Studie für ganz Deutschland zeigt, dass generell weniger gelesen wird. Was heißt das nun alles für die Sorben? Ist die sorbische Literatur also in der Krise? Wir haben uns bewusst nicht für den Begriff Krise für den heutigen Abend entschieden, weil eine Krise ist ja immer. Auch Cieszynski und Andritzky waren überzeugt, dass dass eine Krise war und haben immer von einer Stagnation gesprochen. Für die Zeitung und Magazine fehlten Korrespondenten, die Qualität der Texte war unterschiedlich. Und wenn das Volk gelesen hat, dann nicht die Texte, wie sie sich das gewünscht hätten, die beiden. Auch mit dem Smola Verlag waren nicht alle zufrieden und es fehlten etablierte Wege der Distribution. Nicht mal nach der Gründung des Domowina Verlags vor fast 70 Jahren war die Krise gleich vorbei. Es fehlte Papier und die Zensur machte das Schreiben und Herausgeben beschwerlich und ja, hinderte sogar das Wirken der Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Wie sieht es heute aus? Was behindert die sorbische Literatur? Welchen Herausforderungen soll sie sich stellen? Welche Perspektiven hat die sorbische Literatur im 21. Jahrhundert? In 2 Jahren, im Jahr 2028, feiert der
Domowina Verlag seinen 70. Jahrestag der Gründungstag. Auf dem Horizont winkt dann schon beinahe das 100. Jubiläum. Ein sorbischer Schüler oder eine Schülerin, die jetzt zur Schule geht, ist dann, also in 30 Jahren, im besten Lesealter, vielleicht auch im besten Alter, selbst zum Schriftsteller oder Schriftstellerin zu werden. Mit dieser Perspektive, mit welcher Vision oder Strategie geht der Domowina Verlag in die Zukunft? Welche Bücher oder vielleicht ganz andere Formate möchten Sie herausgeben und welche Leserschaft damit erreichen? Ja, guten Abend. Mein erster Eindruck jetzt nach diesem Anfang, es ist ein sehr herausforderndes Gebiet. Es gibt sehr viele Themen, die uns größere oder kleinere Schwierigkeiten bereiten. Sie fragen nach unserer Vision. Die Vision ist etwas Positives. Die Vision ist etwas, das in die Zukunft langt. Einen Stand, den man mal erreichen will irgendwann. Und man fragt, wohin geht das sorbische Schrifttum in den nächsten 30 Jahren? Wichtig ist es, sich erstmal bewusst zu machen, was wir nicht nur für das sorbische Schrifttum oder die Literatur erreichen wollen, sondern auch für das ganze Sorbentum. Da habe ich das Erhalten der sorbischen Sprache und Weiterentwicklung als unser wichtigster Schatz. Und dazu möchten wir auch im Verlag beihelfen oder das unterstützen, dass die sorbische Sprache so erhalten wird, wie wir sie heute noch haben, damit auch genug Leute lesen und schreiben würden. Und ich hoffe auch, dass die Generation unserer Kinder oder auch Enkel dann noch Sorbisch sprechen wird. Und dafür brauchen sie auch das Schrifttum. Das ist eine sehr wichtige Grundlage, dass auch gelesen wird, dass geschrieben werden kann. Denn nur die mündliche Kommunikation wird uns nicht reichen. Deswegen ist die Vision mehr oder weniger, dass die sorbische Sprache weiterentwickelt wird, dass sie genutzt wird. Und wir möchten als Verlag alles dafür tun, dass dieser Stand, diesen idealen Stand erreichen oder behalten. Heißt das, dass die sorbische Literatur eine sorbischsprachige Literatur ist? In diesem Sinne sehe ich da eine Priorität, ja. Silvia, du unterrichtest oder bildest die nächsten Leser und Schüler und Schülerinnen in der sorbischen Sprache aus und in der Literatur und begleitest auch die Lehrer und Lehrerinnen in der sorbischen Sprache. Wie siehst du da, wie sind deine Erfahrungen auch in der Bildung? Welche Tendenzen sind da heute schon erkennbar? Also wenn ich in die Zukunft schaue, wir müssen weiter ermöglichen, dass die Schüler verstehen, was sie lesen. Also lesen kann ja jeder, aber auch verstehen ist sehr wichtig. Und das ist, was in meinen Augen der wichtigste Aufgabe des Lehrers ist, also die Schüler zu begleiten, dass sie sich Gedankenräume schaffen können beim Lesen. Wir müssen zugeben, dass heute das Lesen nicht mehr die führende Kompetenz ist, aber dennoch bin ich nicht bereit, das wegzugeben. Also das ist wichtig, dass gelesen werden muss. Also Lesen fordert eine Kompetenz auf verschiedenen Ebenen. Erstens muss man fließend lesen können, man muss die Worte verstehen und man muss auch, also beim Essen sagt man, bevor ein Kind sich an etwas Neues gewöhnt, braucht es
etwas 14 Kontakt. Also zum Beispiel mit Brokkoli habe ich heute gerade gelesen. Und bei Literatur ist das genauso. Viele Sachen versteht man nicht beim ersten Mal, aber man muss willens sein, sich da hineinzubegeben und auch in die Tiefe zu gehen. Und das möchte ich auch als Lehrer nicht hergeben bei allen Schwierigkeiten. Und Lehrern wird oft vorgeworfen, dass die Schüler quälen mit schwerer Literatur, mit alter Literatur. Und sie könnten uns alle glauben, unser Ziel ist nicht, die Schüler zu quälen, sondern bestimmte Sachen zu ermöglichen. Und da geht es auch nicht, jemanden in alte Form zu drängen. Das war immer so, wir haben immer gelesen, wir haben immer so und so viele Werke gelesen, aber ich habe mir das auch so aufgeschrieben, so etwas zu tun wie eine Tür zu öffnen. Wir haben etwas gehört über die Sprache, über die Schönheit der Sprache, über den Reichtum der Wörter. Wir haben das Problem allgemein in unserer Gesellschaft, dass unsere Sprache verarmt, dass Wörter verloren gehen. Und es gibt Wörter, die ich nur in der Literatur finde. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, ein Kind, Bierschenierde, die Formel, also es war einmal, hat sonst kein Kind für sich benutzt, außer in der Literatur. Und sowas zu ermöglichen, das ist eine Aufgabe von Lehrern. Also dass diese Lesekompetenzen, Verstehenskompetenzen zu fördern. Und dafür brauchen wir auch Mut, neue Wege zu finden, Literatur zu übersetzen, zum Beispiel mit Hörtexten, mit Zugang über Filme. Eine Literathek ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Oder auch verschiedene Begleitmaterialien, eine kreative Weiterbearbeitung. Das ist etwas, was sehr notwendig ist. Das heißt, den Zugang verändern und dann in die Tiefe gehen. Und wenn du mich gefragt hast, was ist die größte Herausforderung heute, dann ist das wirklich, wir haben das schon vorhin gehört, die zunehmende, also das zunehmend, dass die Schüler nicht lesen können oder sie haben es gelesen und haben nicht verstanden, können Fragen dazu nicht beantworten oder haben sogar Angst davor zu lesen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Schüler, die weiter viel und fließend in hoher Qualität lesen, auch alte Texte, neue Texte. Und das ist eine sehr große Diskrepanz, in der wir uns als Lehrer bewegen. Das ist sozusagen das, was diese Schwierigkeiten bedingt, weil wenn man in die Tiefe gehen will, muss man das eben auch gelesen haben und das frustriert dann auch die das gelesen haben, die haben und kommen aber nicht in die Tiefe, wenn alle diese Fähigkeiten haben würden. Das sind die Schwierigkeiten des täglichen Lebens, die wir da alle haben. Und dennoch möchte ich nicht die Literatur hergeben oder fallen lassen, weil in unserer Welt, die fragil und fragmentiert ist, und da können wir in der Literatur etwas lernen, was das Denken ermöglicht, und das ist weiter die Kompetenz, die diese Lebensbiografien bestimmt. Ja, wir brauchen gar nicht nur über Literatur reden. Du hast allgemein gesagt, wenn ich nicht verstehe, was ich lese, bin ich beschränkt auf bestimmte Welten. Also ich kann mir auf bestimmte Welten habe ich keinen Zugang und dann verstehe ich das eben nicht. Und die Liebe zur Literatur kann ich dann nicht empfinden. Und das ist sozusagen das, was weiter unsere Aufgabe ist als Lehrer, aber ist auch nicht so einfach. Eine kurze Frage an die Technik. Kann man das ein wenig verbessern? Es ist sehr schwer zu verstehen. Etwas näher, so. Oder ohne Mikrofon? Hat überhaupt jemand etwas verstanden? Soll ich nochmal anfangen? Haben wir einen Ausweg? Weil wir hören uns ja auch doppelt.
Lippe ne bude? Besser wird's nicht. Tak bude jest tehniku. So ist das manchmal mit der Technik. Šišoriče, črikaše. Tak je Lippe? Zusammen nike Lippe? Für mich klingt es jetzt besser. Ich weiß nicht, wie es im Publikum ist. Ich mache einfach weiter, oder? A Benno so vota stara. So to funguje. Und Benno kümmert sich darum. So, Lippe? Nie, hišče hore. Nein, noch schlechter. Prošu? Ach so, Bunca ne može tumačiť. Ah ja, dann- To je vupe. Ohne Mikrofon kann dann nicht übersetzt werden. So, mamo vupu, či abo nimamo? Haben wir einen Ausweg? Also ich hier dummer hat er Livestreamer aber gar. Also alle nach Hause gehen und in den Livestream? Oder wie? Okay, dann sah das für Joel, Jakus Bummer. Da hinten wird gearbeitet. Ich spreche etwas langsamer, vielleicht hilft das. Dann machen wir weiter mit Milena. Milena, du hast am sorbischen Gymnasium den Sorbisch-Leistungskurs besucht, bist jetzt Studentin der Sorabistik. Oh nein, das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. No je maričimo, haj, nije, lipe neo. Nije nic převele. Davidska jo zoj naš Jan, kiž tam zade domači, ton bi za ton mikro treba. Nije. Když ma jo jednore kabelvučanem, o nike jo lipe, abo? Jetzt ist es besser. Hej, nije? Nike docva ničo ne Nein, slušac. jetzt hört man gar nichts mehr. Super. Nike Schirmo? Tak je lipe, abo? Ei, prima. Oh, tak Jetzt bin ist ich es rutschen. besser. Da schwitzt jemand Tak hinten. bude je. So ist das manchmal. So. Mit Bockrotschin. So, wir machen weiter. Milena, hišče Milena, raz. also Lene nochmal. sitte sul. Schön, dass du hier bist. Ty si přijela Du ze bist gekommen, Rheinam, že si tu angefahren runde aus, dojela. von wo? Co durch Henrich jetzt runter, da mir Olympiada Sapsky geschehen. Also, Aus Seifersdorf. Da ist eine Olympiade der sorbischen Sprache, also eine junge Schriftstellerin. Sie hat den Sorbisch-Leistungskurs besucht und studiert jetzt in Leipzig Sorabistik. Das heißt, du bist eigentlich die Generation, die wahrscheinlich am meisten liest. Stimmt das so? Auf jeden Fall, natürlich. Mich würde interessieren, welche Literatur habt ihr in der Schule gelesen? Das ändert sich ja sicherlich so ein Kanon da. Wäre das eine Herausforderung? Was habt ihr gern gelesen? Was war so, dass ihr gesagt habt, oh, da ist noch ein bisschen Luft? Naja, das, was wir alle gern gelesen haben und das, was ich gern gelesen habe, unterscheidet sich auch ein wenig. Und allgemein haben wir natürlich hauptsächlich Klassiker gelesen, Kupa Sabetych, Paradies, Wischnina. Ich muss sagen, vor allem das Buch Wischnina hat uns allen in der Klasse sehr gefallen. Dann haben wir aber auch solche Bücher wie, die vielleicht ein bisschen schwer sind für die jüngere Generation, die besonders dick sind, also Paradies zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das einzige Buch, was ich nicht gelesen habe. Entschuldigen Sie. Ja, aber das sind natürlich Bücher, die auf einem hohen Sorbisch-Niveau sind und das fällt nicht allen so leicht, auch im Sorbisch-Leistungskurs nicht. Da gibt es viele, die mit Begeisterung dabei sind, aber einige haben sich den Kurs auch nur ausgewählt, weil nichts Besseres für sie verfügbar war. Und dann ist das natürlich auch eine Herausforderung. Und würdest du sagen, dass die Herausforderung eher inhaltlich ist oder sprachlich? Das würde sich ja vielleicht unterscheiden. Das heißt, wenn Paradies jetzt ein Buch wäre, das ist gerade das Thema, das uns interessiert, dann liest man vielleicht auch bis zum Ende die 500 Seiten. Naja,
sprachlicher Art wäre es eigentlich leichter. In den Klassikern ist oft der Konflikt zwischen Moderne und Tradition. Das erscheint immer wieder in mehreren Büchern. Da würde ich sagen, inhaltlich ist das nicht so schwer zu verstehen oder dazu anzuknüpfen oder eine Beziehung dazu zu haben. Es geht eher um die Sprache. Wenn ich jetzt schaue auf Kupa Sabitich, das ist sprachlich auf einem sehr hohen Niveau. Und auch wenn das jetzt nicht das dickste Buch ist, dann sitzt man doch ein bisschen länger. Und hast du den Eindruck, dass es ähnlich ist, wenn du deutsche Texte liest oder englische Texte? Naja, mit dem Deutschen ist man im täglichen Leben mehr konfrontiert, aber würde ich sagen, privat als Durchschnittsperson würde man wahrscheinlich auch jetzt nicht einen deutschen Klassiker sich greifen, der sicherlich auch von der Sprache auf höherem Niveau ist. Jetzt wird ja der Jugend oft vorgeworfen, dass sie nicht mehr liest oder wenig liest oder eher Hörspiele sich anhört. Wie ist das bei dir? Liest du gern, wenn du Zeit hast natürlich, was wir alle hoffen? Also liest du gern und warum hast du angefangen zu schreiben? Und dann erscheint natürlich gleich eine weitere Frage auf dem Horizont. Für wen? Also Fakt ist, dass ich weniger lese, da muss man hier nichts sagen, aber zur Aussage, dass die Jugend nicht mehr liest oder nicht mehr lesen will, das ist auch ein wenig demotivierend, wenn man das immer wieder hört, wenn man von jeder Seite gesagt bekommt, ja, die junge Generation liest ja sowieso nicht mehr, die möchte nicht lesen, dann verliert man auch die Lust daran. Das ist einfach ein Fakt. Wieso habe ich angefangen zu schreiben? Ja, ich mache das ehrlich gesagt für mich. Das ist Meditation, ein Hobby. Manche haben ein Hobby, 42 Kilometer durch den Wald zu laufen. Für mich ist das Schreiben. Deswegen habe ich jetzt nicht angefangen für andere zu schreiben hauptsächlich. Aber natürlich, wenn man weiter schreibt und mehrere Texte schreibt, dann hat man natürlich auch das Ziel, ein Teil der sorbischen Literatur zu sein und auch für das sorbische Volk zu schreiben, vor allem wenn man das so gern macht. Und dann kann man vielleicht auch mit dem Schreiben etwas für die Sprache vermitteln. Siehst du da etwa jemanden, der dich antreibt beim Schreiben oder dir zur Seite steht, dir Rat gibt und reflektiert mit dir beim Schreiben? Natürlich, in der Schule haben damit angefangen, meine Mutter schreibt auch und damit ist das auch eine Motivation. Aber eigentlich mache ich das selber. Ich lese mir das auch selber immer wieder durch, bis ich damit zufrieden bin. Na gut, dann kommen wir zu dir, Jan. Du hast angefangen, die sorbische Literatur auf neuen Wegen zu verbreiten. Da sind zum Beispiel das digitale Projekt Serbski TV und auch die Literathek. Einige von Ihnen kennen das vielleicht schon und haben das schon mal angehört. Das bezieht sich natürlich auf ein Phänomen. Silvia Schön war da auch involviert. Du wirst uns da sicherlich noch etwas dazu sagen. Warum dieses Medium, warum die sorbische Literatur lesen? Was birgt sich dahinter? Ja, wie du gesagt hast, das sind zwei Projekte. Angefangen hat es ja mit dem Serbski TV. Das ist die Mediathek des Sorbischen Künstlerbundes auf YouTube und Instagram. Ausgangspunkt war die Situation um Corona im Jahr 2020 und weil die Mitglieder der Pandemie wegen keine öffentlichen Lesungen mehr durchführen konnten in Kindergärten und Schulen, da wo sie sonst jedes Jahr unterwegs sind, da habe ich ihnen vorgeschlagen, dass ich die Lesung aufnehme, aber ohne Publikum. Das hat den Corona-Vorgaben entsprochen. Das Unternehmen war nicht nur für mich eine organisatorische oder technische Herausforderung, aber auch für die Autorinnen und Autoren selbst war das eine ungewohnte Situation, weil hauptsächlich waren sie ja Laien vor der Kamera und mussten ihre Literatur mehrmals lesen, wie das bei Studioproduktionen normal ist, sodass also keine verschluckte Endung oder irgendein Versprecher
oder etwas Verdrehtes war, also dass nichts davon in der finalen Aufnahme war. Aber bei dem ganzen Schneiden und Mastern der Aufnahmen war dann doch der eine oder andere so überrascht, wie glatt das gelaufen ist beim Lesen. Und ich denke, dass dieser qualitative Anspruch an sich und auch an die Autorinnen und Autoren zu stellen, war gut. Die Aufnahmen für Serbsky TV, wo wir also da werden für längere Zeit diese Aufnahmen zur Verfügung stehen. Auch in der Zukunft werden Interessenten sich das anschauen können und zum Beispiel auch fürs Lernen der Ober- und Niedersorbischen Sprache nutzen, wie ich von verschiedenen Zuschriften von Leuten schon erfahren habe, die sich diesen Kanal angeschaut haben. Aus diesem Grund habe ich auch vielen Videos auch deutsche Untertitel gegeben, aber auch sorbische. Da sind wir dabei, was du gesagt hast. Damit ist möglich, dass Leute, die sich das Video anschauen, den gesprochenen Text mitlesen, mitverfolgen und so vielleicht auch ihr eigenes Sorbischkenntnisse verbessern. Und nebenbei gesagt, dadurch, dass die deutschen Untertitel mit sind, kann über Google Translator in mehr als 100 Sprachen übersetzt werden. Und es ist zumindest verständlich für die Leute. Und ein weiterer Aspekt des Projekts möchte ich noch zeigen. Mit der Mediathek entsteht gleichzeitig eine Dokumentation einer Generation von sorbischer Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ich denke, nach einigen Jahren werden wir doch umso dankbarer auf solche Dokumente schauen. Und das andere Projekt, das du schon gesagt hast, das habe ich Literathek genannt. Das ist ein neueres Projekt, für das der leider verstorbene Andreas Oschik, den konnte ich dafür begeistern. Die erste Serie produzierte ich mit dem sorbischen Schulverein, im Studio Lucia, mit Berufsschauspielern und Texten, die zur herausragenden gegenwärtigen Literatur gehören. Beim Auswahl der Texte war uns wichtig, dass sie nicht nur informativen Wert haben, diese Videos, aber dass auch dem Nutzerbedarf entsprechen. Das betrifft zum Beispiel Literatur, die im Lehrplan des sorbischen Gymnasiums genutzt wird, und in Zukunft wollen wir das auch auf andere sorbische Schulklassen erweitern, damit dann auch Schüler oder Eltern sich diese Literatur anschauen können. Ich denke daran, wenn in der Schule halt Goethe oder Faust oder Deutschland ein Wintermärchen von Heine behandelt wird, da kann man ins Internet gehen und Schüler wie auch die Eltern können sich auf YouTube Aufnahmen dieser Werke in unterschiedlichsten Interpretationen und Inszenationen ausprobieren und für sich entdecken. Und ich denke, für so ein Angebot auch für die sorbische Literatur zu erreichen, das ist ein gutes Ziel, und das habe ich mir für diesen Kanal Literathek auch als Ziel gesetzt. Damit möchte ich fortschreiten, und ich denke, dass es sinnvoll ist, neue Videos auf dem inzwischen gut frequentierten Kanal Serbsky TV, da sind ja inzwischen über 100 Videos schon präsent, das dort zu veröffentlichen, weil dieser Kanal auch auf Literatur ausgerichtet ist. Ich denke, da haben wir noch genug Arbeit. Mileta, sag mir, ist dir dieser Kanal bekannt? Habt ihr das als Schüler schon verwendet? Als Schüler nicht, aber ja, der Kanal ist mir bekannt, und ich muss sagen, das ist eine sehr gute Idee, weil natürlich
nicht mehr so viel gelesen wird, aber es wird sehr viel gehört. Die Medien haben sich einfach geändert, von dem Buch an auf ein Hörbuch. Die jüngere Generation macht das auf jeden Fall lieber, denke ich, also nach meiner Meinung nach. Also wir hören uns lieber Sachen an, als das uns hinzusetzen und zu lesen. Ich würde gern noch mal zurückgehen, weil die Serbski TV oder die Literatik, das ist ein neuer Weg, die sorbische Literatur zu verbreiten. Ich würde einen Schritt zurückgehen wollen, die sorbische Literatur oder Schrifttum zu erarbeiten. Wir hören also, die Jugend liest weiter und schreibt auch. Wie sieht es im Verlag mit dem Nachwuchs aus hinsichtlich Journalistik, aber auch Buchproduktion? Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, was ich denke auch sehr häufig in Sitzungen oder Meinungen oder Diskussionen vorkommt, dass äh, dass immer weniger sogenannte große Schriftsteller da sind. Das ist einfach so. Was man aber auch sagen muss, ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt eine neue, junge Generation sich hier entwickelt, die wieder Lust hat zu schreiben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Eindruck, also das war in meiner Zeit nicht so, als ich Jugendlicher war. Ich muss sagen, die Generation, wir haben das letzte Mal von der Generation Z gesprochen, aber ich würde da auch die Generation Y oder Y mit einbeziehen. Tatsächlich diese Lust zum Schreiben. Jeden Tag erleben wir das in der Redaktion der Serbske Novine, aber auch im Novi Časnik. Da sind wirklich wieder junge Leute, die Feder in die Hand nehmen und Lust haben, da etwas aufzuschreiben. Und ich denke, so vor 5 Jahren habe ich gedacht, ja, die sind alle bei der Satkula, keiner kommt zu uns. Aber das hat sich nun geändert und deswegen habe ich große Hoffnung und glaube auch daran, dass wir eine sehr fruchtbare Generation haben werden, die sich jetzt entwickelt und die uns in 20, 30 Jahren unsere Romane schreiben wird, die wir dann als Rentner lesen werden. Na, dann können wir gespannt sein. Ich würde gern mal die Antworten sehen, welches sorbische Buch wünscht sich das Publikum. Können wir diese Folie sehen oder hat noch keiner auf die Frage geantwortet? Anscheinend hat keiner, oder doch? Naja, für den Moment, wo wir jetzt noch auf das Ergebnis warten, würde mich interessieren. Also nochmal das Handy rausnehmen. Anstrengender Abend heute. Also in dem Moment würde mich interessieren, hast du eine Idee, wo das herkommt, dass wir wieder Leute haben, die Lust haben zu schreiben? Das muss ja einen Grund haben. Also ich schaue jetzt mir mal so auf Silvia, das kommt vom Gymnasium, so habe ich den Eindruck. Man kann nicht so einfach sagen, worin das wirklich liegt, aber was auch auf dem deutschen oder auch im internationalen Buchmarkt zu sehen ist, würde ich mal sagen, in den letzten 3, 4 Jahren hat sich das entwickelt. Da gibt es neue Genre. Young Adult oder so weiter. Also da gibt es bestimmte Genre, die gerade im Trend sind. Die werden gelesen. Ich war da auf dem Büchermarkt, auf den Büchermesser und die Jugend liest jetzt wieder und haben sich alle gefreut. Ja, aber das Problem ist, das sind alles nur englischsprachige Bücher. Ja, also die deutschen Bücherverlage haben da gar nicht so viel davon. Also unter dem Strich ist das so, also vielleicht kann Milena das bestätigen. Wie ist das mit dem Young Adult oder Romantasy oder wie die alle heißen? Da ist tatsächlich ein Trend. Und das ist etwas, was da eine große Entwicklung hat.
leider haben wir das nicht auf Sorbisch. Und ich denke, das würden wir brauchen. Ja, das Publikum hat auch sehr viele Ideen, was in der sorbischen Literatur sich zeigen könnte. Auf dem Weg zum 100. Jubiläum des Verlags, was sind die größten Herausforderungen? Auf der einen Seite hat man Interesse, es sind neue Genre, die gewünscht werden, gefordert werden. Wir haben gehört, dass doch ja, die Zahlen der Sorbisch-Sprechenden nehmen ab. Was ist die Strategie? Welche Bücher, welches Schrifttum, welche Distributionswege sind für den Verlag in den nächsten Jahren wichtig? Ja, das sind sehr viele Fragen jetzt gewesen. Ich würde sagen, eins nach dem anderen. Also wir haben neue Literatur, beziehungsweise neue Herausgaben. Wir sitzen jedes Jahr in den Konferenzen zusammen also da beraten wir, welche Themen für die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich interessant sind oder welche Manuskripte vorliegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Eindruck, dass wir eine gute Auswahl haben. Also ich kann nicht sagen, dass wir da sitzen mit einem weißen Blatt Papier und dass wir nichts haben. Das ist nicht so. Aber wichtig ist auch, außer dem, was man sich selbst wünscht oder was da vorliegt, auch immer wieder zu schauen, was wünscht sich die Zielgruppe, was wünscht sich die Jugend, was sie uns vielleicht nicht sagen oder schreiben. Und das ist, denke ich, die Herausforderung, die wir haben. Auch wenn man hier liest, es gibt viele Wünsche, aber wir brauchen erst jemanden, der das schreibt oder übersetzt und so weiter. Das ist die große Herausforderung. Und ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass wir ständig wieder neue Autorinnen und Autoren haben. Es sind Leute, die keine traditionellen Schriftsteller sind. Die leben davon nicht, die haben auch einen anderen Beruf, aber die haben den inneren Antrieb und die Motivation, etwas zu schreiben und das einzureichen. Und ich weiß auch von einigen, die daran arbeiten und haben auch an Literaturwettbewerben sich beteiligt und beteiligen sich und an Workshops. Die möchten auch einen Roman aufschreiben. Also das ist nicht alles so pessimistisch. Und eine Sache wegen der Distribution beziehungsweise dem zur Verfügung stellen. Wir haben im Verlag einen sehr großen Schatz, das ist die sogenannte Backlist. Das sind, ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher da sind. Ich würde denken, zwischen 3.000 und 4.000 Titel. Ich denke, alle würde man nicht wieder herausgeben können, aber da sind sehr viele Kostbarkeiten dabei. Wenn man sich anschaut, wie viele Bücher in den letzten 70 Jahren herausgegeben worden sind, die einfach nicht mehr zugänglich sind. Ich denke, wenn man da einen Weg finden würde, dass man wenigstens die wichtigsten oder besten Werke dort wieder zum Verkauf stehen würden und auch in der gedruckten Version, das ist auch gerade etwas, woran wir arbeiten. Jetzt ist meine Erfahrung als Mutter von Schülern, dass oft schon das Sorbisch von vor 20, 30 Jahren den Kindern nicht mehr zugänglich ist und auch verschiedenen Erwachsenen. Ich weiß nicht, wie du das als Lehrerin siehst. Ist das ein Weg, die ältere Literatur neu aufzulegen? Ist die überhaupt noch verständlich für uns heutige Menschen? Das ist keine so einfache Frage, weil das für mich wieder ein Spagat ist zwischen dem, dass ich überzeugt bin, dass wir uns mit dem Literaturerbe beschäftigen müssen, auch im Leistungskurs. Das ist ja einfach der Lehrauftrag. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass die Zahl derer, die einzelne Wörter nicht verstehen, auch in den muttersprachlichen Klassen, wo plötzlich Vokabellisten notwendig sind. Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, wären die noch gar nicht notwendig gewesen. Dann habe ich manchmal ein bisschen Angst. Aber ich denke, ich habe das vorhin kurz gesagt, dieses allgemeine, dass die
Sprache, also auf Deutsch könnte man jetzt sagen, ausdünnen, dass immer wieder etwas rausgenommen wird und nicht mehr präsent wird. Das ist allgemein in allen modernen Gesellschaften das Problem. Wir haben das Problem, dass im Sorbischen, in Minderheitensprachen fällt das gleich viel mehr auf, weil der tägliche Kontakt viel kleiner ist. Deswegen ist das auch eine Herausforderung, noch wie ich die Schüler sprachlich dazu führe, dass sie die Texte verstehen. Ich bin aber dennoch dafür, dass man mal schaut, was alles da war. Wir haben verschiedene Sachen, die wir vielleicht gern mal wieder lesen würden, dass wir da auch den Literaturkanon mal wieder aktualisieren könnten, aber die sind nicht mehr in der Literaturform gegeben, weil die in der Schule natürlich das Buch brauchen. Das ist das Entscheidende. Aber leider ist das so und das ist unser Alltag, den wir auch meistern. Du schreibst ja selbst auch und bist das beste Beispiel dafür, dass der Literaturwettbewerb so eine gewisse Talentschmiede ist oder Schmiede für neue Schriftsteller ist. Was hat dir geholfen, dich zur sorbischen Dichterin zu werden? Waren das Mentoren oder bestimmte Augenblicke? Was hilft auf dem Weg, sich auch selbst mit der sorbischen Sprache auseinanderzusetzen? Die Preise waren dann eigentlich nur die Freude am Ende des Weges und ich habe mich natürlich über jedes wieder gefreut und habe mich geehrt gefühlt. Aber natürlich ist der Prozess zu so einem Preis das Entscheidende. Ich habe nicht geschrieben, weil ich einen Preis gewinnen wollte. Ich habe nicht geschrieben, weil das Sorbische schöner werden soll oder so etwas. Ich hatte auf meinem Weg Lehrer wie die Frau Zuschke, die auch hier im Raum ist, die mit uns immer wieder kreative Sachen geschrieben hat. Ich hatte das Glück, dass ich Literaturworkshop des Verlags erlebt habe, wo wir ganz intensiv an Texten gearbeitet haben und wo ich auch das Gefühl überwinden konnte. Also ich bin zufrieden mit dem Text und jetzt liest jemand anders das und ich stelle fest, ja, hier sind ja bestimmte Fäden noch gar nicht zu Ende gedacht oder nicht verständlich. Und dann, also ich habe gedacht, die sind fertig und dann sind die aber doch nicht. Also da bin ich auch immer dankbar, dass, wenn der Lektor da sowas merkt. Das ist für mich immer das Entscheidende. Wer mehrere Sachen von mir mitverfolgt hat, ich werbe immer für Räume zum Austausch über Literatur, weil das Schreiben, das ist etwas ganz, was man allein macht zu Hause. Kann ich auch keinen mehr gebrauchen. Das muss ich alleine mich fokussieren. Aber die Literatur entsteht auch oft in Austausch mit anderen. Und dann wird auch aus dem Text etwas, was sozusagen eine Ebene oder auch ein Angebot für jemand anderen sein kann. Und ich habe auch das Glück, dass ich Lehrerin bin und ich habe gesagt, dass man viel Kontakt mit einem Text haben muss. Und ich hatte ja die Herausforderung, dass ich natürlich Schülerinnen und Schüler bis zur Prüfung anleiten musste. Aber das hat natürlich auch bedeutet, dass ich die Texte auch verstehen musste und natürlich viel besser als der Schüler das in dem Alter muss. Und da musste ich mich da selber eben auch durcharbeiten. Und das habe ich oft erlebt, wenn ich mit den Schülern etwas gelesen habe und dann habe ich noch zu Hause, nachdem die da schon eine Klausur geschrieben haben, da habe ich mir dann Notizen noch gemacht, aus denen dann später etwas geworden ist. Oder dann im Leistungskurs haben wir auch manchmal zusammengeschrieben, dass die Schüler einen Auftrag hatten und ich auch. Und das haben wir uns dann ausgetauscht. Und das ist auch etwas, was ich persönlich brauche. Und wenn dann am Ende ein Preis kommt, dann bin ich natürlich glücklich. Aber ich freue mich noch viel mehr, wenn ich höre, ja, ich habe deinen Text im Unterricht verwendet, ich habe dein Werk genutzt, möchtest du nicht zu einer Lesung zu uns kommen? Das ist auch das, was dann antreibt, ja. Du hast das schön beschrieben, dass eigentlich die Beschäftigung mit der sorbischen Sprache so etwas Grundlegendes ist. Wenn ich das höre, Jan, an dich die Frage, du als Vorsitzender des Sorbischen Künstlerbundes kennst ja die Situation der sorbischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen wahrscheinlich etwas besser, ich weiß nicht. Wie sieht sie denn aus deiner Sicht aktuell aus? So ein Buch fällt ja nicht aus dem Himmel, wie wir gerade gehört haben. Das ist natürlich der Idealfall, dass man sich immer mit dem Sorbischen beschäftigt, auch beruflich. Das führt ja das eine zum anderen. Aber wer jetzt nebenbei schreibt, sage ich mal vorsichtig in Anführungsstrichen, da
wirkt sich das vielleicht anders aus auf das Schreiben oder das Auseinandersetzung mit der Sprache. Ja, auch im sorbischen Bereich sind die Bedingungen für die Autorinnen und Autoren doch relativ unterschiedlich. Jetzt habe ich keinen Einblick in die ökonomischen Umstände der einzelnen Mitglieder, aber nur mit Literatur sich über die Runden zu bringen, ist sicherlich nicht einfach. Auch beim Komponieren trifft das so ungefähr zu. Deswegen bin ich auch der Stiftung für das sorbische Volk dankbar für das jährliche Budget jedes Jahr für Lesungen, die unsere Mitglieder sehr gern annehmen. Zum Glück haben die Sorben aber auch das Glück der Mehrsprachigkeit, sodass sie neben der geschriebenen und neuen Literatur auch Übersetzungsaufträge pro Pfund übernehmen können und sich damit das tägliche Brot sichern können. Aber ich gehe jetzt von der Musikflanke aus, wo ich zu Hause bin, aber ich kann das in den Literaturbereich übertragen. Das künstlerische Wirken, egal ob das jetzt Literatur ist, ob das Musik ist, Malerei, Skulpturen, es ist oft ein sehr langwieriger Prozess ohne eine Garantie, dass am Ende ein glückliches Ende findet. So ein Prozess hat, also der Künstler kämpft selbst mit sich und mit seinem Werk oder begeistert sich für etwas und zweifelt dann im nächsten Moment wieder an sich und versucht aus einer neuen Perspektive so etwas ist was ganz Normales, aber wir sollten das nicht in Zukunft irgendeiner KI überlassen, weil sie etwa billiger ist oder unkomplizierter ist und vielleicht auch Termine besser einhält. Aber wie stehst du denn vielleicht dazu, dass solche Stipendien für Schriftsteller begründet werden sollten? Das war ja auch schon in der Diskussion, dass man so einen Prozess auch finanziell unterstützt. Ja, das ist schon ein wichtiger Aspekt, weil die kreative Arbeit nicht nur gute Ideen braucht, aber auch Zeit und eine günstige Umgebung, damit der Künstler aus den anfänglichen Ideen ein bestehendes Werk, also dass es sozusagen ein Werk für die Welt schaffen kann. Das ist bei jedem Künstler immer der Anspruch. Es ist wichtig, vielleicht aber auch nicht der wichtigste Aspekt so einer günstigen Umgebung, dass die Künstlerin oder der Künstler beim Wirken nicht mit existenziellen Nöten belastet ist, denn diese sind immer stärker als die kreative Idee. Ich denke, dass auch in der Zukunft das sorbische Künstlertum in hoher Qualität entstehen könnte, wäre es sehr wichtig, dass wir da eine regelmäßige Förderung haben. Eine Förderform zum Beispiel von Stipendien, nicht nur für Literaturschaffende, aber auch für Komponisten, zum Beispiel für bildende Kunst, die mit neuen Medien sich beschäftigen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Sorben uns auch in Zukunft über das Reichtum unserer Kultur und unserer Kunst definieren können. Vielleicht bekommen wir dann auch unser Gregs Tagebuch, das, wie ich hier gerade gelesen habe, das wünschen sich Leute. Und natürlich die große Philosophie im Sorbischen. Da bin ich gespannt. Das betrifft dann natürlich auch Übersetzer, so eine Unterstützung, ganz richtig. Milena, du hast noch ein wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen, was später dein Beruf werden wird. Vielleicht auch wieder eine Schriftstellerin, die nur schreibt, mal sehen.
bevor wir jetzt die Runde auch ins Publikum eröffnen oder ins Netz, an dich die Frage, die wir hier über den QR-Code zur Verfügung gestellt haben. Wie würdest du den Satz abschließen? Die sorbische Literatur ist für mich der Spiegel unserer Gesellschaft. Uiui. Ich muss sagen, ja, Literatur zeigt unsere Identität als Sorben. Sie beinhaltet so viel unserer Geschichte, unserer Zukunft. Natürlich ist sie auch gewissermaßen für die Unterhaltung, aber sie hat so viele Facetten. Wir brauchen unsere Literatur, weil das auch ein wichtiger Pfeiler ist in unserem Sein als Sorben. Und damit ist sie ein sehr wichtiger Teil in unserem Leben. Das zeigt sich auch gut auf unserem Bildschirm. Die sorbische Literatur ist für mich, was haben wir Schönes, nicht nur, in der Mitte siehst du Unterhaltung, ja, aber ich sehe das als wichtigen Punkt an. Manchmal sehen wir das zuerst ernst mit unserer sorbischen Literatur. Ich wünsche mir einfach eine gute Unterhaltung, eine sorbische. Ja, jetzt ist der Moment, wenn Fragen möglich sind, Anmerkungen aus dem Netz und auch aus dem Publikum, natürlich auch von euch. Ihr könnt natürlich auch auf den Bildschirm reagieren oder auf Fragen. Haben wir Fragen aus dem Publikum oder aus dem Netz? Bisher nicht. Jan? Darf ich dann etwas fragen? Ich würde gern Milena etwas fragen. Du hast vorhin gesagt, dass wenn du schreibst, dass die Motivation auch darin liegt, sich auf Sorbisch auszudrücken. Ist das wirklich ein wichtiger Motivator für dich, die sorbische Sprache? Oder ist es, dass du etwas sagen wirst, was du auch zum Beispiel auf Deutsch oder Englisch machen könntest? Ich würde nicht auf Deutsch schreiben wollen. Die sorbische Sprache ist für mich ein sehr wichtiger Indikator zum Schreiben. Ich beschäftige mich gern mit der Sprache, schreibe auch gern künstlerisch, aber dafür braucht man Zeit. Weil das vielleicht auch eine Antwort auf die Frage ist, was ist sorbische Literatur? Was macht eigentlich sorbische Literatur aus? Ich denke, der wichtigste Faktor ist die sorbische Sprache. Vielleicht ja. Ich gehe davon aus. Wir haben über die Literatur vom gedruckten Buch sehr viel gesprochen, aber hier anknüpfend zum Beispiel die Beschäftigung mit der Sprache bei einem Musical, wie das von den sorbischen Schulen vorgestellt wurde, ist ein sehr wichtiger Aspekt, egal in welcher Qualität, ob man das, wenn man das jetzt als Literaturwissenschaftler nun beurteilen würde oder einordnen würde. Hier geht es nicht um eine Einordnung des der qualitativen Stufe. Es geht einfach um die Nutzung der Sprache, aktive Nutzung. So ist jedes Musical, jeder Schlager und alles, was auch mit anderen multimedialen Mitteln verbunden ist ein sehr wichtiger Faktor für die Nutzung und für die Verewigung der Sprache überhaupt. Da haben wir gleich die richtige Frage hier vorne stehen. Würden denn neben Stipendium nicht auch höhere Honorare helfen? Das ist natürlich immer gern gesehen, vor allem da, wo freie Künstler sich der Literatur widmen, aber aus anderen Genren kennen wir das auch, zum Beispiel aus der Musik. Ich weiß nicht, wer hier von der Seite etwas sagen könnte. Sicherlich ist das eine Frage auch an die Geldgeber, an die Stiftung zum Beispiel. Da wird schon viele Jahre darüber diskutiert, wie solche Honorare berechnet werden sollten, in welcher Höhe sie ausfallen sollten. Das ist natürlich eine Frage, die wir immer stellen können. Silvia, kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Du schreibst ja nicht im ersten Sinne dafür, dass du später am Abend etwas auf dem Tisch hast, aber natürlich ist das ein Thema. Aber ich könnte eben auch nicht davon leben oder davon sagen, ich gehe da
eine halbe Woche arbeiten und in der zweiten Hälfte gehe ich Bücher schreiben. Da könnte ich mein tägliches Leben nicht finanzieren. Das ist einfach so. Und natürlich haben wir jetzt Glück, dass der Domowina Verlag jetzt Verträge hat. Ein deutscher Autor bekommt Geld darüber, wie viel verkauft wird. Das ist bei uns nicht so. Und wenn man schaut, wie lange man braucht, dass da überhaupt etwas draus wird, das steht einfach nicht in Relation. Für mich wären Stipendien immer würden sehr werben, aber die helfen mir dann auch nicht weiter, weil ich meinem Arbeitgeber nicht sagen kann, ich habe jetzt ein Stipendium bekommen für ein Vierteljahr und ich nutze jetzt das Stipendium und schreibe einen neuen Text. Das müssten dann natürlich Formate sein, das weiß ich jetzt nicht so einfach. Aber die Frage besteht nicht, wenn ich von meiner Arbeit leben will. Das ist im Moment nicht möglich, so zumindest teilweise als freie Autorin zu wirken. Da müsste ich jeden Tag Bestseller schreiben oder was auch immer. Aber das geht nicht. Man könnte natürlich darüber überlegen, in welcher Relation die Arbeit und dann der Lohn, den man dafür bekommt, in der Form von Honoraren oder wie auch immer. Und ob wir jetzt die Honorare jemanden motivieren würden, also neue Schriftsteller motivieren würden. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der schon schreibt, der das schon für sich entdeckt hat, könnte dann besser abwägen, wenn er vor der Frage steht, setze ich mich jetzt hin und schreibe die Idee auf oder in meinem Fall setze ich mich hin und bereite meinen Unterricht vor. Dann ist derzeit die Entscheidung ganz klar. So ist das leider gerade. Ich würde gerne eine andere Frage des Publikums hier nochmal stellen, die hier in den Fragen vorkam, aber auch in den Vorschlägen, welches sorbisches Buch sich die Sorben wünschen. Die Tagebücher von Greg, Harry Potter oder auch Platon auf Sorbisch. Die Frage der Übersetzung stellt sich. Wir haben bei den Sorben eine lange Tradition von Übersetzungen. Im 19. Jahrhundert wurde schon übersetzt. Der Verlag hat in der DDR-Zeit sehr viel aus der russischen und polnischen Literatur übersetzt und gedruckt. Wieso widmet sich der Domowina Verlag nicht heute stärker den Übersetzungen, wie der Leipziger Veles Verlag hier vielleicht macht? Das wäre vielleicht die zweite Hälfte dieser Frage. Naja, am Ende ist das immer eine Frage von 3 Faktoren, würde ich sagen. Wie wichtig ist eine Übersetzung gegenüber einem originalen Text, der uns vorliegt, ein Manuskript? Zum Beispiel, wenn ein Lektor er muss dann entscheiden, nehmen wir jetzt eine Übersetzung oder nehmen wir hier ein Originalmanuskript eines bekannten Autors oder einer neuen Autorin, also eines sorbischen Autors. Was ist uns wichtig? Ich würde da sagen, erstmal widmen wir uns dem, was wirklich sorbisch vorliegt. Aber das ist kein Nein für die Übersetzung. Das war nie so. Wir hatten, solange wie ich im Verlag bin, ständig Übersetzungen mit im Programm, sehr erfolgreich im Kindersektor der Findus, was in meinen Augen ein internationaler Klassiker ist. Ja, den Gregs Tagebuch ist jetzt nicht dabei, der ist mir auch bekannt. Und die anderen Kinder, auch meine Kinder haben das gelesen, ich kenne das. Das ist alles möglich. Und das ist der dritte Faktor, wenn dann auch das Manuskript vorliegt. Sobald uns ein Manuskript mit einer Übersetzung eingeht, überprüfen wir das genauso oder beschäftigen uns genauso damit, wie wenn ein Originalmanuskript eingeht. Und sobald der Gregs Tagebuch da vorliegt oder der Harry Potter, würden wir uns damit beschäftigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kein Argument dagegen. Aber die erste Frage ist natürlich, da hinten ist eine Frage im Publikum. Warte, ich komme zu dir.
Würdest du für die Nutzer im Netz sagen, wer du bist? Eine wichtige Zugabe für die Herausgabe von Übersetzung brauchen wir eine Lizenz und die Lizenz für Harry Potter wurde uns verwehrt. Vorlagen sind niedersorbisch fast fertig, die Übersetzungen sind fast fertig, obersorbisch wird gerade erarbeitet, aber wir bekommen die Lizenz nicht. Möchte da jemand reagieren? Und dann gebe ich weiter. Madlenka Schulze. Ich würde jetzt nicht zu den Übersetzungen sagen. Ich möchte noch mal ein anderes Feld eröffnen, weil mich das schon ein bisschen gejuckt hat, weil gesagt wurde, er freut sich über neue Schriftsteller. Ja, da hat er recht. Auch Serbskenuine freuen sich auch und vielleicht werden Serbskenuine mehr Jugendliche haben als die Satkula. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es darum, ich bin jahrelang in der Jury des Literaturwettbewerbs und ich musste sagen, ich erkenne da überhaupt nicht wir können natürlich du sagen, also das kann ich da nicht erkennen, was du gesagt hast. Das Niveau, die Qualität, die Zahl, das hat alles abgenommen. Und das ist schön, dass Milena den großen Preis gewonnen hat. Da freue ich mich sehr. Aber es gab Jahre, wo wir es wirklich schwierig hatten, uns als Jury, es hatten Schwierigkeiten, uns zu einigen, weil da so viele Texte eingesandt wurden. Und jetzt sind die Treffen der Jury immer wieder einfacher. Das ist zwar schön, das Honorar, was man als Jurorin bekommt, ist dann immer dasselbe. Also das ist dann weniger Arbeit. Das ist jetzt natürlich eine Polemik. Aber das, was mir wehtut, dass ich dazuschauen muss. Also ich will es auch nicht schwarz malen, aber ich sehe diesen Abfall, die Schriftsprache anzuwenden und eher den Übergang in die Umgangssprache. Ja, okay, Sprachen entwickeln sind. So weit gehen wir mit. Aber wie weit sind wir willens, dem zuzuschauen oder die Leute bei der Hand zu nehmen oder dann auch Preise zu verleihen, die vielleicht auch nicht dem entsprechen, was vor 10 Jahren noch war. Das ist immer so eine Frage. Wir sitzen dann immer wieder und sind uns entweder einig mit den Jurorinnen oder eben auch nicht. Ob wir das jetzt geben, weil das ist ja jetzt der Bewerb. Wir bewerten das jetzt, wir geben den Preis. Aber das ist etwas Ähnliches habe ich auch im Theater bemerkt. Die Distanz zur klassischen Sprache, also dass der Saal immer leerer wird. Und wenn wir aber Stücke vorgespielt haben, die zweisprachig waren, weil das eben authentisch war, oder auch wenn eine Figur so umgangssprachlich gesprochen hat, als wäre das auf dem Dorf gewesen. Und das wurde honoriert. Und das war natürlich nur Unterhaltung. Da wurde das honoriert, weil das eben die Realität abbildet. Aber jetzt geht es auch um Literatur. Und ich konnte auch ein Paternoster mit zusammenstellen. Ich möchte mich jetzt auch nicht nach vorn drängen, aber ich frage jetzt alle hier auf dem Podium oder hier im Publikum, wie weit gehen wir mit oder welche Mittel haben wir überhaupt? Wir haben schöne Bücher, aber was bewirken die? Ja, brennende Frage, die ich denke, jeden beschäftigen, ob er jetzt Literatur produziert, ob er Kinder in der Schule hat oder sich beruflich mit Literatur beschäftigt. Möchte hier jemand reagieren vom Podium? Ich sage mal etwas dazu. Das kann sicherlich sein. Das war sehr gut, dass du das Wort ergriffen hast, weil wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen haben, über diesen Literaturwettbewerb. Ich bin nicht Teil der Jury, du bist dort drin. Das ist auch sehr gut, dass die Jury sich dort selbst äußert, was in den Serbskenuine auch stand, was ich aber auch weiß, was nicht alle Preise verliehen werden, weil einfach die Qualität nicht da war. Jetzt ist aber auch die Frage, wo auch du, denke ich, noch keine Antwort, glaube ich, gefunden hast. Ich weiß nicht, ob da jemand die Antwort haben wird. Wie können wir aus diesem Loch herauskommen? Ist das jetzt Resignation? Dann sagen wir einfach, dann ist das eben so. Dann nehmen wir eben das Sorbische mit ins Grab und was nach uns kommt, dann ist das eben so. Oder wir versuchen wirklich, natürlich am Ende positiv zu denken und versuchen, das, was jetzt nicht vorhanden ist, zu entwickeln.
Und ich denke, Sprache, Sprachkompetenzen lassen sich entwickeln. Und auch wir im Verlag haben die Workshops, Sprachfitness, auch für Muttersprachler. Das ist wichtig. Entwicklung ist wichtig. Und das Handwerkszeug, was man dafür braucht, es ist einer, der dir sagt, wie das ordentlich geht. Und das kann auch ein Gespräch mit einem einem gebildeten Sorben oder Sorbin sein. Wenn ich zum Beispiel an meine Oma denke, sie war jetzt keine Literarin oder eine gebildete Sorbin, aber sie hat den Dual zum Beispiel ganz natürlich verwendet. Ich habe das am Ohr, wenn ich daran denke, wie ist das mit dem Dual, dann denke ich immer an meine Oma oder an meinen Opa. Aber solche Beispiele haben wir, also fehlen unseren Kindern und Jugendlichen heute oft. Das ist der Fakt. Und das denke ich auch in der Schule, da kann man dann nicht mehr viel machen. Das kommt von zu Hause. Und wenn wirklich also die Wurzeln werden zu Hause geschaffen. Deswegen ist die Kinderliteratur so wichtig. Die Eltern haben die große Verantwortung, die erste Sprachbildung da mitzumachen. Und dann wird das in der Schule weiter herangebildet. Erst einmal mit großem Vertrauen und später merken die Jugendlichen dann selbst, ja, die Sprache ist mir wichtig und bilden sich dann noch weiter. Wofür wir auch Beispiele haben, das muss man auch sagen, wenn man nun hier sieht mit Open Word, da sind einige dabei, die haben so Mitte 20 dann erst wirklich sich das bewusst gemacht, was wichtig ist mit dem Sorbischen. Das sehe ich als positives Signal an. Ich würde mal provokativ noch hinzufügen, dass das eine die Verbesserung oder der Bildung in der sorbischen Sprache ist, da stimme ich zu. Aber da sind wir noch längst nicht bei der sorbischen Literatur oder beim Schreiben von sorbischer Literatur. Da ist ja noch ein großer Schritt in die Richtung, dass man die Sprache einmal so beherrscht, dass man überhaupt mit ihr kreativ umgehen kann. Das ist mit der Musik dasselbe, das ist mit der bildenden Kunst dasselbe. Und da ist doch die Frage, wer beschäftigt sich denn mit den jungen Leuten? Wer treibt sie an? Wir haben es gerade gehört, ja, in der Schule ist so eine Möglichkeit. Aber ist da überhaupt Zeit für so etwas? Also wo sind die Räume, wo daran gearbeitet werden könnte? Ja, mir scheint das eine etwas künstliche Frage zu sein. Milena hat uns selbst vorhin gesagt, wie sie wirkt. Sie schreibt selbst und so ist das eigentlich immer der Charakter der künstlerischen Schaffens. Der Künstler muss das Selbstwollen etwas schreiben. Aber wenn er Hilfe benötigt, kann er sich auf jeden Fall Hilfe besorgen. Und das, was draußen drumherum veranstaltet wird, zum Beispiel Wettbewerbe oder Workshops, das muss natürlich auch gemacht werden. Das ist völlig klar, ohne das geht es nicht. Aber sonst muss die Schriftstellerin oder der Schriftsteller selbst etwas zu sagen haben, was sie uns auf Sorbisch mitteilen möchte, sonst geht es nicht weiter. Und solche werden wir immer noch haben. Ich bin da eigentlich auch optimistisch, aber mit dem Lesen und wenn ich sozusagen, also das ist ja nicht das erste Gespräch, wo Silvia uns erzählt, wie das in der Schule ist und wie schwer das heute den sorbischen Jugendlichen fällt zu lesen. Wenn man da zurückdenkt, was man jemals gelesen hat, diese Fragen bestanden da gar nicht, irgendeiner veralteten Sprache oder etwas. Man hat genauso veraltete Romane damals gelesen, da wurde eine 300 Jahre alte Literatur veröffentlicht, Cervantes, das haben auch junge Mädchen gelesen. Ja, das geht vielleicht heute nicht mehr, aber vielleicht würde das auch gehen. Man muss das einfach versuchen. Aber das Wichtigste ist, dass man sozusagen drumherum die Bedingungen so gut wie möglich gestaltet
Und aber der es schreibt, hat natürlich auch eine Verantwortung, weil der Lektor nicht dafür da ist, dass er alle sprachlichen Schwächen, alle Fehler herauspickt. Und auch mit der Übersetzung. Wer denkt, ach, übersetzen, das ist doch einfach, man muss nur die andere Sprache können. Nein, andersherum, man muss die sorbische Sprache beherrschen und das auf einem sehr hohen Niveau, damit man auch die Eigenheiten des Originalwerks adäquat übertragen kann in die Sprache, in der man das überträgt. Und dann hat man als Lektor auch noch viel Arbeit, denn natürlich, wer von außen auf Sachen schaut, der sieht dann auch wieder Schwächen. Aber wenn das normale Schwächen sind, dann geht das alles. Da korrigiert man das auch als Lektorin gern. Aber wenn es zu viele Fehler sind, das ist dann auch etwas, wo man sich anstrengen muss, wo man selbst im Kämmerlein sitzen muss und schauen, ob das alles stimmt, immer wieder sich durchlesen, wieder weglegen, wieder rausnehmen, manchmal auch nach Jahren noch und dann wirkt das vielleicht. Also das ist mein Rat für die Zukunft. Herzlichen Dank. Im Netz kamen jetzt noch ein paar Fragen zusammen und was unterschiedlich diskutiert wird, ist der Wunsch nach einer künstlerischen Residenz und da waren ja auch schon Pläne, das Haus von Mircea Noack-Nechonski und wenn man jetzt daran denkt, wie es umgebaut werden soll und das taucht jetzt auch wieder hier auf, der Wunsch oder das Verlangen nach einer sorbischen Künstlerresidenz. Ich muss nur sagen, dass ich das Glück hatte, einen Workshop im Haus Mircea Noack-Nechonski zu erleben und das ist gut, weil man in jeder Ecke dieses Hauses die Kunst da fühlt und wir hatten das Glück, dass das auch mit Übernachtung war. Es war eine Wochenendveranstaltung und wir haben sozusagen am ersten Tag waren dort Lektoren, die sich für uns interessiert haben und sich mit uns beschäftigt haben und dann haben wir da übernachtet. Zu dritt waren wir da und ich hatte den Eindruck, wir haben die ganze Nacht dort gearbeitet daran, was uns gesagt wurde und wir waren ganz müde und haben dann weitergearbeitet und Nachmittag, am frühen Abend kamen dann andere Autoren und dann kam die Übergabe der Anthologie, die damals gerade entstanden ist oder veröffentlicht wurde. Und das war wirklich schön und weil ich dort empfunden habe, jetzt bin ich hier in dieser anderen Welt, aber gleichzeitig in einem Kreis von Leuten, die ähnliche Sachen machen wie ich. Und das wäre sehr schön. Also eine Residenz, sehr schön. Ferien sind für Lehrer sehr schön. Aber naja. Und vielleicht noch etwas. Wir haben das mehrfach gehört. Ich habe das vorhin nur ganz kurz angesprochen. Bevor ich wirklich Literatur verstehen kann, sind ganz grundsätzliche Fähigkeiten notwendig. Dazu gehört Lesegeschwindigkeit. Wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit erreiche, vergisst mein Hirn wieder, was ich gelesen habe. Dazu gehört auch, dass ich bestimmte grundlegende Lexik verstehe, dass ich Strategien habe, wie ich einen Text entdecke. Und das sind ganz grundsätzliche Sachen, die wir in der Schule aber vermitteln können. Und dann ist Training notwendig. Aber wenn ich dann leider bei Schülern erlebe, die in der 11. oder 12. Klasse eine Grundgeschwindigkeit beim Lesen erreichen können, dann weiß ich, dass er in seiner Schulzeit nicht mehr den Status eines kompetenten Lesens erreichen wird und dann auch im Leben nicht mehr. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Sprache zu verstehen und zu vermitteln. Da können wir an der Lexik arbeiten. Aber wenn alle Techniken gegeben sind, dann ist es auch leichter, sich in den Text zu begeben und ihn zu entdecken und dann vielleicht zu interpretieren. Und das ist auch, was da oft immer vorgeworfen wird in der Schule. Wir haben so viel interpretiert, aber Manfred Spitzer, wer sich damit Lernen und dem Gehirn beschäftigt hat, in Mathe und solchen Sachen, die habt ihr auch in eurem Leben nicht mehr gebraucht. Aber wenn wir früh bei eurem Frühstücksbrötchen sitzt und die Zeitung lest, dann wisst ihr gleich, ob ihr reicher oder ärmer sind, wenn ihr die Zahlen seht, wenn ihr zum Beispiel mit Aktien arbeitet.
Und das ist bei der Interpretation genauso. Viele werden in ihrem Leben nicht mehr interpretieren, aber dieses Verständnis, dass ich die zweite Ebene, die brauche ich immer im Leben, dass ich verstehen kann, wie jemand mit mir spricht, was das ist, was wirklich gesagt wird. Wir haben ganz viel Reichtum, wenn es uns gelingt, nicht Angst zu haben vor Literatur. Und hier im Raum sind wir hier sicherlich alle, die keine Angst haben, aber dafür werben und ein Beispiel sein, das ist sozusagen sehr wichtig. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es noch Fragen im Publikum oder möchte von euch auf dem Podium noch jemand reagieren auf die Kommentare, die hier im Netz waren? Ich kann nur so viel sagen. Die Entwicklung neuer Genre. Ljubina Hajduk-Velkovica bietet am Wochenende, am Samstag, einen Workshop, wo gerade das ein Thema ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch anmelden können, aber schreiben Sie gern Ljubina, dann kann sie Ihnen sagen, was möglich ist. Lassen wir uns überraschen, was oder wer dort sein wird. Ja, ganz richtig. Und wann wir dann den sorbischen Fantasy-Roman lesen. Hier noch, sind das jetzt die 2 Fragen oder die andere ist schon weg? Hier steht, ja, wie können wir das anstoßen? Vielleicht ist auch eine Idee, wir brauchen einen Motivator für die sorbische Literatur, eine neue Stelle im LND, bitteschön. Ja, vielleicht auch dafür. Jetzt lacht die Domowina. Ja, aber das stimmt. Wenn wir einen für den Sport haben, dann könnten wir auch jemanden für die Literatur haben oder beides verbinden. Ja, hier steht auch noch mit den 6 bis 9 Monaten. Sehen Sie das auch? Ja, Arbeitsplatz im LND, wo Leute mit dem Studium und der ersten Arbeit schreiben können. Ja, wir kennen das auch in den Redaktionen vom Serbske Novine und in dem Bereich bieten wir sehr vielen jungen Leuten nicht nur, also nicht unbedingt zwischen Studium und dem ersten Arbeitsplatz, aber zwischen Abitur und Studium bieten wir dort eine Möglichkeit zu arbeiten. Natürlich ist das Schreiben dann eher im redaktionellen Bereich und das hat auch dann feste Deadlines. Das ist dann natürlich die Frage. Wenn man sagt, man hat jemanden, der Deutsch schreibt, ja, irgendwo ist da sicherlich noch ein Zimmer im Gebäude, wo man jemanden hinsetzen könnte, ja, schreib uns was. Aber wie ist es dann geregelt, die Leistung oder welche Bedingungen bestehen da? Das ist dann auch eine Frage, die man stellen muss. Muss dann jeden Monat 3 Kapitel des neuen Romans sein, sodass er in 9 Monaten fertig ist? Ich denke, da würden viele dann sagen, naja, unter Druck schreibe ich nicht, das geht nicht. Ich denke, das sind dann auch Fragen, ich würde jetzt nicht eine Antwort geben, aber zumindest das reinstellen, weil ein Stipendium ohne Bedingungen ist einfach nur ein Geschenk. Aber ein schönes Geschenk. Ja, sicherlich. Hier ist noch eine Frage. Hagen Domaschka aus Dresden. Die deutschsprachige Perspektive einbringen. Mir scheint doch, dass es eine sehr starke innere Blase ist, die sorbischsprachige Welt. Also ich bin aufgewachsen in der Lausitz und habe nichts davon mitbekommen, obwohl es direkt neben mir stattgefunden hat. Und einerseits ist das Zeichen dafür, dass die deutsche Gesellschaft sich nicht genug dafür interessiert, was hier in der Lausitz neben ihr eigentlich passiert. Und die Frage ist, wie könnte man das ändern? Gleichzeitig wird auch eine Chance vergeben, denn angenommen, die deutschsprachigen Menschen in der Lausitz hätten Zugang zur sorbischen Sprache, dann wäre die Hürde auch nicht so da, sich damit zu beschäftigen. Dann würden sich auch leichter Menschen dafür interessieren. Und es gibt in jedem Schuljahrgang immer Sprachtalente und die würden dann vielleicht Sorbisch wählen. Und es gibt ja einige Deutschsprachige, die später als Erwachsene erst in die sorbischsprachige Welt gekommen sind und die man heute
nicht mehr unterscheiden kann. Und die zu finden und die Basis auch zu verbreitern auf diese Weise, das finde ich wichtig. Und das wird, glaube ich, oft nicht gesehen, dass man das gar nicht ausschöpft, dieses Potenzial. Und dafür müsste es aber irgendwie eben auch von der deutschen Seite ein echtes Interesse an uns Sorben geben, egal ob deutsch oder sorbischsprachig. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Es geht auch um Medienpräsenz, es geht darum, dass auch mal sorbische Musik im deutschen Hauptprogramm stattfindet und dass eben auch mal deutsche Verlage sorbische Bücher verlegen und dass das also ein normaleres Miteinander wird. Ich habe jetzt auch nicht die Patentidee, wie man da hinkommt, aber das wollte ich mal so einwerfen. Und dazu gehört am Ende wahrscheinlich die Schulbildung. Und da wundere ich mich immer wieder, wenn es heißt, die Eltern sind verantwortlich für die hochsorbischsprachige Bildung der Kinder. Das können viele Eltern gar nicht liefern. Und wenn wir die Basis verbreitern wollen und deutschsprachige Kinder in die sorbische Sprache führen wollen, dann fällt das ja völlig aus. Das heißt im Umkehrschluss, die Schule muss verantwortlich sein. Auf irgendeine Weise muss man das dort lösen. Man kann es nicht auf den Eltern abwälzen. Das wollte ich noch dazu kommentieren. Möchte jemand kommentieren? Ja, Ja, ich würde antworten, aber auf Sorbisch, wenn das in Ordnung ist. Natürlich besteht eine bestimmte Verantwortung bei der Schule. Die Kinder gehen da bis zur 12. Klasse teilweise und da wird sehr viel von der sorbischen Sprache vermittelt. Dann haben aber auch die Lehrer die Aufgabe, die Kinder zu bilden. Auch wenn sie das nicht können, ist das natürlich auch okay. Dann sucht man sich andere Wege zur Förderung. Aber auch einen bestimmten Anteil hat man selbst. Wenn man selbst die Motivation hat, Sorbisch zu lernen, dann macht man das, wenn man das will. Das heißt, man hat 3 Felder, die Eltern, die Schule und man selbst, dass man sich mit dem Sorbischen befasst, mit der sorbischen Sprache und das lernen wird. Und ich vergleiche das immer mit der Musikausbildung, weil das jetzt die Materie ist, wo ich aufgewachsen bin und auch meine beiden Kinder. Wir haben ja Literatur, die erst einmal von der großen Gesamtheit verstanden werden muss. Das ist eine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Schule, des Elternhauses und alles weiter. Und dann sprechen wir über das Schaffen von Literatur. Und genauso bei der Musik. Und natürlich, wie an einer Musikschule, wenn dort 200 Schüler sind, dann kann es passieren, dass von diesen 200 Schülern dann einer hervorgeht oder eine Schülerin, die dann besondere Fähigkeiten hat, die dann ihr Instrument oder eben Literatur schaffen kann. Aber wir brauchen diese Breite. Und das ist eine tägliche Aufgabe eigentlich. Da ist eine ganze Reihe kleiner Komponenten, die helfen können, diesem Kind oder diesem Jugendlichen, natürlich erst einmal dem Kind, dass es sich annähert an eine künstlerische Form, also der Sprache oder dem Instrument und so weiter. Und mein Prinzip war immer, weil es nicht so einfach ist, ein Kind 15 Jahre lang, also mit 4 Jahren anfangen, zum Beispiel Geige zu spielen und dann mit 15 oder 18 muss man immer noch die Geige lieben. Und genauso ist das mit der Sprache oder auch mit dem Lesen. Immer wieder kleine Steinchen oder kleine Hilfen geben, Unterstützung geben. Ob das ein Wettbewerb ist, wo man am Ende eine Blume bekommt, das ist sehr wichtig als Kind. Oder ob das, also ich habe das im Bund, Sorbischen Künstlerbund gemacht, Anna-Maria Adamketz oder Max Bargeins aus der Niederlausitz. Wer war da noch? Peter Giswauk. Das sind junge Leute, die schon teilweise sehr umfassend Literatur schaffen oder auf den ersten Schritten sind. Die habe ich lesen lassen. Das ist sozusagen so eine kleine Bestätigung. Und ich habe gemerkt, dass diese 3, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es noch mehr und hauptsächlich sind das junge Leute, die haben sich da gut gefühlt, dass sie sich ausprobieren konnten. Das ist so wie diese kleinen Konzerte, Vorspiele in der Musikschule, die ganz wichtig sind,
Für uns ist das vielleicht nur ein kleines Konzertchen, aber für den Schüler ist das ein wichtiger Schritt. Und genau das Wichtige ist ja auch bei Literaturwettbewerben oder überhaupt Projekten. Und vielleicht ist das auch ein kleines Steinchen gewesen, so eine Aufnahme. Ich weiß mit Max Baggens, er hat gesagt, ich möchte für unseren Jugendclub in Cottbus, das ist neben dem Stadion von Energie Cottbus, das ist so ein Club, ich weiß nicht, ich war noch nicht in so einem, aber da hat er sich gut gefühlt und ich merkte, das ist das für ihn so eine Bestätigung. Das hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht solche Kleinigkeiten helfen vielleicht immer so ein ganz kleiner Steinchen, aber jedes Steinchen ist notwendig. Könnten wir? Warte. Ja, Lydia Maci, Sorbischer Rundfunk. Wie oft besuchen denn Schüler eigentlich Lesungen außerhalb von Schulen? Also wie oft geschieht das? Denn ich weiß, das war mein erstes Erlebnis in der Schmollerschen Buchhandlung zu sitzen und das hat mich sehr bewegt. Also wie so Chancen, Literatur überhaupt zu erleben außerhalb der Schule. Außerhalb der Schule ist es oft etwas schwieriger, weil das ja oft Abendveranstaltungen sind und da können wir dann eigentlich nur Werbung machen. Die im Internat wohnen, die können wir da bewerben. Mit ihnen dorthin zu gehen oder sie einzuladen, ist immer ein guter Weg. Aber wir haben aber oft auch das Problem, ein Schüler der 11. oder 12. Klasse ist so ein Zeitdruck wegen Klausuren, dass das dann nicht die Massen waren, die zu solchen Lesungen gegangen sind. Was wir aber immer versuchen, ist, dass wir regelmäßig Autoren bei uns in Unterricht haben, die aus ihren Texten vorlesen, die ihre neuesten Werke vorstellen oder dass wir auch ermöglichen, auch bei den größeren, dass wir mal Autoren haben, die schon längst mal ein Werk herausgegeben haben, aber wir das gerade im Unterricht behandeln und jetzt kann der Schüler an den Autor Fragen stellen. Das sind sozusagen die Sachen, wo wir versuchen, Kontakt herzustellen. Das ist nicht immer so einfach, wie das vielleicht von außen scheint, weil wir auch schulorganisatorische Beschränkungen haben, die da bestimmte Sachen erfordern und es gelingt nicht immer. Wir werden auch Schüler haben, die sagen, ich habe zeitlebens keinen Autor gesehen und andere sagen, wir waren 3-mal, weil das ja immer solche Abhängigkeiten sind. Aber ich stimme zu, dass der Schüler Kontakt braucht. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass das so schön war, im Noak-Noak-Haus war, dort mit den Autoren zu sitzen und so zu bemerken, ja, so ein Teil von mir gehört auch dazu. Denn jetzt habe ich ihn noch nicht als Autorin betrachtet. Aber für den Schüler wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er direkten Kontakt hat. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass wir heute bewusst Wege suchen müssen, die Schülern den Weg zur Literatur dort zu bringen. Weil nur ein Teil der Schüler das noch sagt, dass der Text ist so schön, dass ich das jetzt lesen muss. Das ist wirklich so. Ich würde gern noch mal die Technik bitten, um die Folie. Eine Frage unserer Frage war ja, was ist mein liebstes sorbisches Buch? Und da sind wir ja gespannt. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen eine Inspiration, sich das Buch mal wieder vom Regal zu nehmen oder in der Buchhandlung danach zu forschen. Mal sehen, ob hier Antworten eingegangen sind auf diese Frage. Offenbar nicht. Hat jemand ein liebstes sorbisches Buch? Einige sitzen schon wieder mit dem Handy da. Hat jemand eine Idee? Jetzt. Naschkus Gsemir. Anton Nauka. Ja, die kann ich auch empfehlen. Haben wir noch einen dritten? Jadwiga, aha. Auch Anton Nauka. Die Klassiker. Doch die Klassiker, wenn man sich das ansieht.
wir sind ja eine bestimmte Generation. Angelas Dach haben wir in der Gymnasialzeit gelesen. Nicht nur ich, das war wirklich für uns eine neue Welt. Samstagabend zu Hause, wie die anderen hießen. Darf ich einmal etwas fragen ins Publikum vielleicht? Hier sind ja auch einige der, ich sage mal, reiferen Generation, sage ich jetzt einfach mal. Wie, also das, was ich mir angelesen habe, gab es einen Verein, der mehr oder weniger einbezogen war in diese Lesungen und die Ausbildung und in die Workshops mit jungen Autoren. Und das war der Kreis sorbischer Schriftsteller. Wo ist der denn geblieben? Und warum gibt es das nicht mehr? Das ist nicht in dem Sinne verloren gegangen, aber das hat sich vereinigt mit dem Bund sorbischer Künstler. Aber warum? Ja, das ist eine andere Veranstaltung, würde ich sagen. Aber ich weiß, dass diese Idee auch existiert hat, dass diese Grüppchen im Bund der sorbischen Künstler wieder belebt für Literatur, für Theater. Da war aber eigentlich einfach zu wenig Leute. Das ist die Frage. Bitte, Marka weiß vielleicht mehr. Also der Kreis der sorbischen Schriftsteller hat sich faktisch zu Ende gegangen. Es war ein Bestandteil des Bundes der Schriftsteller in der DDR und der hat sich 1990 aufgelöst und damit auch der sorbische Kreis hat dann nicht mehr existiert. In dem Sinne, dass es als Untermitglied dieses Bundes war. Aber wer dann aber wollte, ist in den Bund der sorbischen Künstlerbund beigetreten. Das hat ein Teil der Schriftsteller gemacht, ein anderer Teil nicht. Ich erinnere mich an eine Diskussion vielleicht um das Jahr 2000, wo es gerade um die Frage ging, brauchen wir so einen Kreis? Und ich denke, wenn man einen Arbeitskreis braucht oder wenn sich Leute zusammenfinden, die der Meinung sind, dass sie so einen Arbeitskreis haben möchten, dann entsteht auch einer. Für die Literatur setzen sich auch andere ein. Der Sorbische Künstlerbund setzt sich auf seine Weise ein und sonst haben wir ja andere Vereine. Und manche sind auch in gar keinem Verein. Das ist auch in Ordnung, für mich zumindest. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Ist es ja nicht nur im Sorbischen Künstlerbund so, auch in anderen Vereinen, dass wir veralten oder älter werden. Wir aber auch junge Menschen haben, die sich mit Kunst beschäftigen, egal ob jetzt Musik oder Kunst. Aber sie wollen sich nicht festbinden. Ich kann sie nicht mehr als bitten oder sie an den Haaren packen. Der Sorbische Künstlerbund ist ja nicht nur ein Kreativ- oder eine Managementinstitution. Das ist einfach ein Bekenntnis und hat eine politische Funktion, so ein Verein. Darüber zu überzeugen, ist sehr schwer. Was ich versucht habe, ist, dass ich junge Autoren genommen habe, aber das wäre doch gut, wenn du auch in den Sorbischen Künstlerbund beitreten würdest. Und so habe ich 5, 6, 7 neue Mitglieder gewonnen, weil ich das als notwendig erachte, nicht nur künstlerisch, aber auch, dass wir auch eine politische Vertretung haben, die in so einer Gesellschaft notwendig ist. Aber es ist eben so, dass die Jungen gern mitmachen, aber nicht beitreten. Also frei bleiben. Sie machen ein Projekt mit und so ist das in Ordnung. Und das muss ich einfach akzeptieren. Und deswegen sind auch Mitglieder, die in der DDR-Zeit dem Kreis der Schriftsteller waren,
die sind jetzt inzwischen auch um einiges älter. Und der Nachwuchs von Jungen, den haben wir aber nicht in so einer organisierten Form. Und das ist vielleicht auch eine Herausforderung, dass wir da neue Wege finden und bestimmte Entwicklungen akzeptieren müssen. Vielleicht findet auch die Jugend oder der Nachwuchs eigene Wege. Da bin ich sehr gespannt. Wir sehen ja gerade, Spoken Word haben eine Arbeitsgruppe, die sich da regelmäßig treffen, beraten. Wir haben da also Beispiele. Hier nochmal. Hier noch Madlenka Schulze. Mir ist noch eine Idee gekommen, weil ich es jetzt auch schon erzählen kann von Sachen, die es heute nicht mehr gibt. Das betrifft vielleicht die Lesefähigkeit in der Schule oder wo Schüler außerhalb von der Unterrichtszeit erfahren, dass das Lager von junger Rezitatoren im Minakala in der Burg eine tolle Veranstaltung über mehrere Tage. Wir wissen gerade, dass unsere Kinder in Seifernersdorf sind zur Olympiade. Die gab es damals auch schon, aber dieses Lager der jungen Rezitatoren, sich mit Literatur zu beschäftigen und sich da auszutauschen, das war hervorragend. Und als es um das Lesen ginge, das würde ich mich auch wünschen. Also wenn jemand mal was Neues sich und so, dann die Kinder waren erst da und am Abend kamen die hochgeehrten Autoren. Wir mussten da erst ruhig sitzen und wir waren dann im Alter, haben wir angefangen zu kichern und die haben dann immer gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufhört, müsst ihr rausgehen. Das war alles sehr live und schön. Das war ein direkter Kontakt mit der sorbischen Literatur und Autoren. Das war sehr schön. Und da war kein Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern sich zu verbessern. Das war schon der Lohn, einfach nur da zu sein. Das ist eine sehr schöne Idee. Mir war das nicht bekannt, dass so ein Lager da existiert hat. Wer hat das organisiert? Wer hat das organisiert? Sag uns das. Wer ist verantwortlich? Das war wohl das Haus für die sorbische Volkskultur. Denn das haben wir auch nicht mehr. Das wurde 1993 geschlossen. Leider. Hier war noch irgendwo eine Frage. Ja, aber solche Ideen. Hier noch. Also wenn wir schon bei Vereinen sind, wir haben ja auch die Freundeskreis der Schmalerschen Buchhandlung und wir haben auch Workshop für junge Leute gemacht, zum Beispiel in Bresans Haus, auch in Dresden und in Bautzen oder im Haus von Mecienoak Nechonski, wo wir uns beteiligt haben. Und eigentlich, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Und also mit Lydia haben wir zusammen, als sie noch ganz jung war, 150 Jahre Schmalersche Buchhandlung, ein sehr großes Projekt damals. Es gibt viele Möglichkeiten, aber man braucht immer die Personen, die das organisieren. Gelder kann man ja bei Jan Buda bekommen. Und wer sich jetzt am meisten dafür begeistert, ist eigentlich Lubina Hajduk-Velkovic, die diese sehr intensiven Workshops organisiert. Und das ist mit viel Mühe und Arbeit verbunden. Ich muss auch sagen, die Übersetzungen, die sie herausgibt, die sind unglaublich gut, weil sie das mit sehr viel Mühe und mit sehr vielen Leuten auf die Beine stellt. Das letzte war das kleine Gespenst. Wenn Sie das mal lesen, diese Übersetzungen lesen sich unglaublich gut. Die sind wirklich in einem so guten Sorbisch geschrieben. Ich arbeite selber auch gerade an so einem Projekt. Das ist unglaublich schwer, gerade solche Übersetzungen zu schaffen. Auch dafür sollte man eigentlich einen Workshop machen. Und Lubina hat das, glaube ich, auch schon gemacht. Ja, das sind alles Sachen, die jemand machen muss. Und das ist das Problem. Und auch der Verlag hat solche Workshops durchgeführt.
Naja, und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber die Treffen oder Zusammenkünfte sind sehr wichtig. Ich habe auch diese privaten Treffen mit Schriftstellern und also ich treffe mich regelmäßig mit verschiedenen Schriftstellern. Das sind dann eigentlich die Impulse, das sind erst persönliche Sachen, wo man über alles Mögliche sprechen kann, wo man seine Werke vorstellen kann. Eigentlich ist immer der Wille und der Lust und die Mühe der Leute gefragt, die so etwas machen. Das ist eigentlich das Wichtigste und das ist das Wichtigste für unsere sorbische Sprache. Und auch wenn wir viele weitere solcher Projekte haben, journalistische beispielsweise, oder wo über Sport geschrieben wird, das ist ja auch etwas, was viele Leute lesen. Und wenn dann die Sprache dort auftaucht, das müssen wir unterstützen. Das ist die wichtigste Aufgabe, wenn wir die sorbische Sprache lebendig erhalten wollen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, oder Lubina? Es sei denn, hier will jemand auf dem Podium noch reagieren? Wollte jemand noch reagieren? Dann vielleicht im persönlichen Gespräch. Das ist dann auch ein Fazit des Abends. Einmal die stille Arbeit in Kämmerlein und das andere ist Zusammenkommen, sich austauschen auf Workshops, entweder organisiert oder im freien Gespräch. Ja, ein schönerer Satz im Internet des heutigen Abends war: Literatur ist ein Geschenk. Und das sehe ich auch so. Das ist vielleicht das Wichtigste an dieser ganzen Sache, neben Finanzen und Verlag, wer verantwortlich ist, wer was macht. Am Ende geht es darum, dass wir Literatur schreiben, dass wir sie lesen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich sagen, entwickeln wir unsere Ideen weiter. Der jungen Generation wünsche ich, drückt euch aus, fordert das, was ihr braucht, dass wir auch in der Zukunft sorbische Literatur haben werden. Wir sagen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind hier ins Haus der Sorben, auch an den Bildschirmen. Einen lieben Dank auch Jan Meschgang, der heute Abend übersetzt hat. Herzlichen Dank dir. Lieben Dank auch der Technik, auch wenn wir einige Schwierigkeiten hatten, hat das doch jetzt super gelaufen. Ist das super gelaufen? Dir auch, Brenno Birsan, Dank für die Unterstützung und auch hier euch auf der Bühne. Danke, dass ihr gekommen seid. Die nächste und letzte sorbische Debatte dieses Jahr wird in Krostwitz stattfinden zum Thema die Frau nach vorne, aber nur für das Foto? Fragezeichen. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Jan ist verantwortlich und wir können uns freuen auf eine unterhaltsame dritte Debatte. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.